Der Kampf gegen König Garen geht in die nächste Runde. Und damit willkommen zurück, Freunde, zum Let's Play von Fire Emblem Fates Vermächtnis. Jo, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier habe ich mich vielleicht ein bisschen selbst ins Ausmanövriert, aber sowieso nichts Neues von mir. Und, jo, da würde ich mal sagen... Ach, stimmt, waren die Typen noch, war? Mit Fimbulwinter. Ein ganz heller Fimbulwinter ist sowieso etwas Schwaches. Ja, mit Drachengeiseln sowieso wegfetzen wie sonst was. Andererseits, wobei eben, es geht auf Magie, war. Nicht vergessen, auch wenn das natürlich Raubritter sind mit hoher Stärke, aber es geht auf Magie vor allem und deswegen wird das kein Ding sein. Ich switch mal die ganz kurz hier rüber und dann die zurück hier und euch hole ich mal hier rüber und trenne das mal wieder. Das Gespann andererseits, ja, natürlich wieder ein bisschen doof. Aber auch hier hat so viel Resistenz, also muss man gar keine Sorge machen. Ein bisschen höher. Hier ist gleich, also, wenn dem Bein etwas was passiert bei Fimbulwinter-Angriffen, dann, weiß auch nicht, aber dann ist irgendwie nicht mehr gut. So, zum Kontern. Das wäre vielleicht nicht ganz gut, ja, die Resistenz, trotzdem. Ich will jetzt hier nicht unbedingt ein Risiko eingehen, dann hole ich sie noch ganz kurz zurück. Ich kann natürlich mich noch ganz kurz nach vorne stellen mit Drachenstein. Halte ich mittlerweile auch schon relativ viel aus. Dann haben wir Takumi, damit man ein bisschen unterstützen darf. Der gute Junge. Ich würde gerne mal hier ein bisschen anlocken langsam. Wenn denke ich mal Zeit war. Okay, Silberarg Speer, beides gleiche, spielt also in dem her keine Rolle, mit dem ich da... Vielleicht doch Donnerargs besser war. So. Ja, jetzt bei ihr, aber... bislang müsste ich eigentlich wieder aufs nee. Ist doof. Scarlet vielleicht, der hält auch relativ viel aus. Stärke boosten, das kann ja auch nie schaden. Jetzt sollte ich eigentlich noch heilen, aber genügt schon. So, mal gucken. Ich wollte gerade sagen, 4 ist ein bisschen wenig, war aber war der Speer von dem her. Geht's wiederum auf. Trotzdem 56 Trefferchance. Das wundert mich immer noch. Ja, komm, maximal 10 Schaden. Okay, langsam jetzt ein bisschen mehr. Das ist ja auch krass, wa? Das ist trotzdem angreifen. Die Musik hier. Ich weiß nicht, aber teilweise klingt die für mich ein bisschen so, als wäre es aus der einen Batman-Serie. Wie ist denn wieder? Batman Unlimited? Nee. Batman, der Anime-Serie. Jedenfalls aus den 90ern. Klingt teilweise, wenn die angreifen, so eine kurze Sequenz klingt ein bisschen so wie damals. Verrückterweise. Aber erstmal hier Drachengeist. Jo, das müssen Schmerzen sein, Freunde. Level 17. Oh. Da viel mehr hast du gar nicht mehr, wa? Resistenz. Ah, doch, Magie können es noch ein bisschen aufholen, würde ich sagen. Ein bisschen nach oben gehen natürlich. Asura wäre da, wa? Also mit Asura könnte ich sie nochmal. Und dann direkt mal den hier oben ausschalten, weil da oben ist sowieso nichts mehr. Der hat zwar Fimbulwinter, wird sie aber kaum angreifen. Warum eigentlich nicht? Mann, so, jetzt aber. Drachengeist und du bist weg. Denn hier kommt der Drachenschreck.
So ist das. So. Wir haben noch den Typen da. Die Frau. Jetzt, ja, ein paar zwar hier noch. Jetzt die mal alle hier rausnehme. Dann haben wir hier eigentlich ein schönes Angriffsziel. Was? Jüp. Ja, komm, Wächter ist immer cool. Schon seltsam, war schon das letzte Kapitel mit Sender war irgendwie, also natürlich das letzte Hauptkapitel mit Sender. War relativ simpel, gut, ich konnte es relativ schnell beenden, weil es eigentlich nur um den Kampf zwischen Sender und mir ging. Aber trotzdem war es relativ easy und auch hier jetzt aber keine großen Probleme. Gut, ja, noch ein bisschen trainiert gehabt war, ist ja klar. Oh, also ganz ehrlich, warum soll sie nicht auch ein bisschen Spaß haben? Hat sogar ein bisschen sehr viel Spaß. Level 18 für Sakura. Wird sie vielleicht erst an ihr Maximum erreicht, weil für dies hier, wobei gut 18 Punkte fehlen noch, das ist nicht so viel. Trotzdem tut sich noch ein bisschen schwer. Vielleicht doch kann er noch ein bisschen nachlegen. Zieht viel ab, kein Thema, aber das ist mir nicht genug. Ja. Da komme ich ganz kurz heilen. Vater und Tochter Action. Dürfen relativ viel Schaden machen, wa? Oh. Geht auf, kriegt man relativ viel. Ja, kommt, Drachenstein Power. Wow. Ja gut, mit 78 daneben, das hat man nie auf dem Schirm, Leute. Egal wie gut man, also wie gut, ja. Egal wie viel man irgendwie vorkalkuliert, aber so etwas, nee. Er hat doch so viel erst die Plus erreicht, wo sie gerade erst, wisst schon, dazu gestoßen ist. Mal Chakram angucken, wa? Wie sieht denn eigentlich das Chakram so aus? Zum noch scharf. So, wann wollt ihr mal kommen? Beziehungsweise wann kann ich euch triggern? Oh, dauert mal lange. Ein bisschen den Tiger herauslassen. Au, 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 au. So schnell kann's gehen. So, sehr schön. Dann euch hier hoch. Ich glaube, auch mal ein bisschen Zeit zum Heilen war. Vor allem ein bisschen durchheilen hier. Sofern ich natürlich dazu komme. Weil ich glaube, keiner der hier Anwesenden noch irgendwie. Nö. Keiner von denen kann es irgendwie heilen. Oder sprich die anderen heilen. Oh. Jetzt kommen sie plötzlich alle, wa? Ah, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Man muss die alle platt machen. Der hat Fimbulwinter. Gut, wie sieht's aus? Wie weit? Bei dem kann ich eigentlich nicht ran, ohne dass der auch kommt. Andererseits hat er nur Fimbulwind, wenn ich mit dem mit relativ viel Magie noch rangehe. Ja, muss erstmal so einen finden. Sura wäre hier. Wenn ich mit ihr allerdings rüber gehe, dann könnte es noch aufgehen. Voll bis zum letzten Tropfen. Gut, ne, lieber in die Mitte. Ja, ja, das hat zu befürchten.
Das war leider nicht anders abzusehen. Na, zumindest mehr oder weniger. Ja, wer von euch hält noch relativ viel Magie aus? Ich meine, gut, das ist natürlich ein Stratege, der hat jetzt nicht so viel Power. Wäre ein Kaboro ein bisschen geeignet, war. Das heißt, kommt der relativ weit. Es muss also eben aus Entfernung sein. Doppel-Yumi vielleicht noch? Man muss erstmal treffen. So ist es, so ist es. Der kommt ja eben doch relativ weit. Ich meine, den kann ich so vom Pferd holen. Nur sogar so. Also der ist ja gar kein Problem, dann muss der andere Rinker sein. Geht nicht anders, die Musik, wenn der Kampf beginnt. Mit der Silberkeule ordentlich reinzimmern. Das sind eigentlich nur 42, aber komm, einfach nach Bein wird schon Crit. Das sind 3 Angriffe mit relativ hoher Crit-Chance. Danke, Takumi, auf dich ist zumindest Verlass. I'm impressed. Ja, aber ja, steigert es noch. Aber Fähigkeit ist schon am Anschlag. Naja. Kann man nix machen. Und noch Blütenfest hier. Heile mal dein Onkel. So, man sieht, es geht sogar sehr gut voran. Wir haben überhaupt keine Probleme mehr. So muss es auch sein. Okay, jetzt kommt langsam den Typen. Generell halten natürlich viel aus, sind aber ansonsten in der Abwehr jetzt auch nicht unbedingt so ein großes Problem. Das heißt, er macht es mal so. Ryoma darf ihn unterstützen. Tagkräfte natürlich, ist klar. Und hier harre ich mal noch ein bisschen aus. Hier gibt es noch ein bisschen Glück für euch alles. Sehr schön. Gehen wir doch mal hier rüber und dann mal gucken. Hoshido! Das gibt einen blauen Fleck. Ja, 15 maximal. Natürlich ist viel, aber es sind 2 Angriffe, also so gesehen. No need to be afraid. Ja, treffen sollte man schon können, wa? So, jetzt reißt sie aber langsam mal. Boshuriken! Da und wäre er. Hinoka vielleicht. Schwächen natürlich, ist klar. Mit ihrer Blitznaginata. Da ist auch ein Blitzangriff von dem her, also. So weit hergeholt ist das ist eigentlich nichts. Weit raus kommt ihr nicht unbedingt, wa? Lass es glühen. Level 19, der Spitzenreiter im Team. Dass man so viele Punkte war, der war schon ein bisschen. Kann noch nichts auf dem Maximum. Das ist schon ein bisschen ja, nüchtern, wenn man sein soll. So, Felicia, wie sieht's aus? Willst du dir die glorreichen Punkte abholen, die du verdient hast? Und dein Level-Maximum erreichen?
Der vielleicht letzte Angriff mit Felicia. All taken care of. Sie hat Level 40. Höher geht's nicht mehr. Naja, okay, ich meine, war ja nur Glück auf dem Maximum, von dem her. Aber hey, wir haben zumindest mal unser Dienstmarkt Level 40, alter Schwede. Jetzt zum Schluss muss man so schon sagen, okay, die hat schon Power. Geschwindigkeit, Glück, Resistenz über 30, Magiefähigkeit fast auf 30, Stärke ist mir egal, Verteidigung, ja gut. Müssen halt so irgendwie in Betracht ziehen, wa? Wir haben noch einen General vor uns. Einmal machen tut er schon Schaden, aber wenn da schon irgendwie so komme. Den Schrankengeist, das ist auch verrückt, weil wenn ich mal so mache, zack, tot ist sie, tot ist sie. Natürlich kann ich jetzt auch angreifen, dem her. Wäre wieder ein Vorteil, Mach doch jetzt mal Boschuriken, jo. Jetzt kannst du halt drauf an, wie viele Gegner wir noch im letzten Kapitel bekommen, weil je nachdem kriegen wir vielleicht sogar die meisten von uns auf Level 20. Ich meine, so viele haben wir jetzt auch nicht mehr. Wow, 3 Gegner sind es noch. Jo, ich denke mal, können wir gerne in diesem Kapitel noch platt machen. Dass er echt mittlerweile so schwach ist. Also gut, Garen gehört mir, das ist natürlich klar. Und Ryoma, denke ich mal, im Doppelteam machen wir das. Heilen dürfte kaum noch nötig sein. Ich glaube, Kaden macht ja auch nichts mehr. Also einen Zauber noch platt machen. Ja, da kann man durchaus noch drüber reden. Darf es auch mal ein bisschen ausruhen. Sieht, das kann noch ein bisschen trainiert werden. Kann er ja eigentlich auch. Für Sophie gilt eigentlich etwas Ähnliches. Ja. So. Natürlich ist Tatsache, wenn ich angreife, muss ich alle miteinander angreifen. Anders wird es kaum gehen. Wenn ich also mit Kaden ihn angreife, ist er ziemlich im Arsch. Gut, der wäre schon mal weg. Wie machen wir es bei der? Hat jemand noch irgendwie ein tieferes Level, wo ich sagen müsste, jo, muss noch irgendwie was machen? Und wieder viel zu schnell. Klappt so also nicht. Wie sieht es mit Sophia aus? Müssen ein bisschen schneller sein, dieser Papa. Nicht allzu schnell. Aber er hat natürlich die Wurfkeule. Ja, also trifft. Deine Tochter macht's. Also es wird schon gehen, aber ich muss halt treffen. Felicia bleibt zurück. Die macht momentan mal nichts mehr. Die meisten von uns haben noch fürs Boosten zuständig, oder? Falls sonst noch irgendwas schief geht. Wäre natürlich auch eine Option. Gut, ich komme überall hin. Erstmal sammeln. Ja, muss nochmal ran, Freunde. Sorry, aber Kagero stand gerade ein bisschen im Weg. Eigentlich stehen die alle ein bisschen im Weg, wenn man ehrlich sein soll. So, ja, also das mal ein bisschen richtig machen. Also dann. Speed. Glück. Stärke. Ja, nicht in alle, aber ist mir egal. Okay, holen wir sie uns. Das wäre mal Nummer 1. Mit 22 neuer Rekord. Also, glaube zumindest. Bei mir. Also, versuchen wir es, wa? Wurfkeule.
Platt machen wir Sophie. Die sich auch schon richtig drüber freut. Vielleicht gibt es sogar ein Level-Up. I will do my duty. Wieso kann ihr Pferd so hoch springen? Wow, wohl. Well, what? Fast. So. Michael Römer. It's Showtime, Freunde. Na gut, dann muss ich erstmal kritten, ne? Hua! Man schickt dich an, Langer. Michael soll es besser wissen. Vielleicht bist du aber auch nur das Opferlamm. Ich bin der Kronprinz Hoshidos. Ja, kann man das trifft. Was der für Drachenhaut. Ich glaube, und super als letzte Kapitel, also das finale Kapitel, ein bisschen gespoilert, kann das sein. Alle Werte sind Nummer 1. Oh. Ja, okay, bevor ich also angreife, muss ich noch gucken, dass ich hier gut angreife. 36 kann man so schlecht. Das ist noch ein bisschen zu wenig. Ich muss ihn noch weiter schwächen. Die Frage ist bloß mit wem. Ich glaube, da hält keiner lange aus. Ja, böse lacht. Das wären immerhin mal 7 Schaden. Theoretisch. Das sind natürlich alle im Weg hier. Mann! Drachenpower geht auch nicht. Er wird sie sicher killen. Oh, Mist. Ich weiß, ich habe Asura noch, aber ich kann ja kaum was machen. Außer natürlich, ich hole ihn da weg. Das ist gar nicht mal so eine doofe Idee, wa? Da hatte ich halt dran, mit Ryumen nochmal anzugreifen. Warum nicht die Kraft der 3 heiligen Waffen seines Hoshida mal kombinieren, wa? Jetzt kommt noch Fujin Yumi dazu. Be careful. It's my turn. Ja, Drachenhaus ist mir klar. So, jetzt bringen wir es zu Ende, Freunde. Glühendes Yato. Du bist wahrlich ein nervige Kakerlake. Denkst du wirklich, du könntest gewinnen? Ich bin reifer geworden, ich bin kein Opfer mehr und ihr werdet sterben. Dragon Bite! Natürlich kann es sein. Du denkst, du hast gewonnen. Ja? Nein, scheiße. Sieg! Und jetzt? It's over. Ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich geschafft. Soldat Norse, legt die Waffen nieder. Garen wurde besiegt. Nun werden wir so schnell wie möglich die Friedensverhandlungen aufnehmen. Friedensverhandlungen. What? Was? Wieso hat er 6 Augen? Jetzt sind noch ein paar mehr. Also zumindest sieht es so aus. Wieso sieht es so crazy aus? Überrascht es dich wirklich? Nö, aber was bist du eigentlich? Nun siehst du meine wahre Gestalt. Das Blut der Drachen fließt durch meine wie auch deine Adern. Werde Zeuge meiner wahren Macht. Game over. Michael! Scheiße, was war das? Nein, er hat das glühende Yato zerstört. Aber wie? Was? Ein Schwänz im Arsch! Du Arsch! Auch ich bin überrascht. Ich habe mehr von Hoshidos meistgeführte Waffe erwartet. Das kann aber nicht sein. Steal your
yourself. Gib mir jetzt auf, Bruder. Das glühende Yado mag zerstört sein, doch noch kann er mit dem Rashinto angreifen. Bow is yours. Und vergiss meinen Fujin Yumi nicht. Eure Waffen sind im Kampf gegen mich reinstes Kinderspielzeug. Auch im Arsch? Are you okay? Nein, Hiroma Takumi ist auch alles in Ordnung? Deine Verbündeten sind schwach. Ich werde sie nun töten. Und wie es hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Kapitel und im nächsten Part hier bei Fire Emblem Fates Vermächtnis, das Großfinale. Jetzt ist gerade ja, der hat die ganze Zeit auf sein Face geachtet im Vordergrund, aber jetzt ist im Hintergrund, der hat die Augen überall. Der hat einfach Löcher im Schädel und der hat irgendwie leuchtende Kugel, die das Auge dienen. Ich muss erstmal kotzen gehen. Jo, im nächsten Part geht's weiter und wünsche uns Glück, denn ich habe das Gefühl, wir werden es dringend brauchen. Hilfe! Ciao zusammen.